Distle und guten Tag. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Die Mönba-Gemeinschaft von Arunachal Pradesh betet für das lange Leben seiner Heiligkeit. CM Pema Khandur nimmt an der Zeremonie teil. Seine Heiligkeit der Dalai Lama trifft sich mit Vertretern der Ramon Magsaysay Award Foundation anlässlich des 66-jährigen Jubiläums der Auszeichnung in Dharamsala. Jahrestag des tibetischen Demokratietages mit einer parlamentarischen Delegation aus Estland. Erziehungsgalö ermutigt in ihrer Botschaft zum Lehrertag dazu, die edlen Verpflichtungen seiner Heiligkeit in die Erziehungspraxis einzubeziehen. Tibetfest, der Geist von Tibet, Celebrating Culture and Compassion, erfolgreich in Neu-Delhi abgehalten. US-Botschafter Eric Garcetti bekräftigt seine Unterstützung für tibetische Werte bei der Kulturschau des Tibet-Festivals. Repräsentant Dr. Seon Yabo-Arya schließt Südkorea-Besuch nach erfolgreicher Tibet-Förderung ab. 4. Generalversammlung der tibetischen Vereinigungen in Europa in Amsterdam. Bericht über das Treffen der Core Group for Tibetan Cause India. Das Tibet Policy Institute unterzeichnet eine Absichtserklärung mit dem Center for National Security Studies. Am Freitagmorgen, dem ersten Tag der zweitägigen Belehrung im Haupttempel hier in Dharamsala, gab seine Eminenz Samdong Rinpoche anstelle seiner Heiligkeit des Dalai Lama einer großen Anzahl von Anhängern aus aller Welt eine Übertragung der Avalokiteshvara Guru Yoga Praxis. Morgen wird seine Heiligkeit der Dalai Lama auf Bitten der Mönba-Gemeinschaft von Arunachal Pradesh an einer Langlebensopferzeremonie teilnehmen, bei der auch ihr oberster Minister Pema Khandur anwesend sein wird. Am Mittwoch dieser Woche hat das Kuratorium der Ramon Magsaysay Award Foundation mit Sitz in Manila auf den Philippinen in Anwesenheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama eine 7-bändige Reihe mit dem Titel Greatness of Spirit, frühere Preisträger des Preises, vorgestellt. Die Publikation erinnert an den 65. Jahrestag der Einführung des Preises. Seine Heiligkeit war einer der ersten Preisträger, als er den Preis 1959 erhielt, und es war die erste internationale Auszeichnung, die er erhielt. Der Preis würdigt das Beste der Menschheit und verkörpert die wahre Essenz der Größe des Geistes. Am Montag dieser Woche begingen die Führung der tibetischen Zentralverwaltung und die Tibeter in Dharamsala den 64. Jahrestag des Tages der tibetischen Demokratie in Suglaukang in Anwesenheit einer estnischen Parlamentsdelegation unter der Leitung des Abgeordneten Juku Kalereit, dem Vorsitzenden der Tibet-Unterstützungsgruppe im estnischen Parlament. Die eingeladene estnische parlamentarische Delegation für den Demokratietag besteht aus dem Abgeordneten Juku Kalereit, Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des estnischen Parlaments, der Abgeordneten Carmen Jolla, Mitglied des Ausschusses für Soziale Angelegenheiten des estnischen Parlaments, und der Abgeordneten Esther Aruse, Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des estnischen Parlaments, die von dem Koordinator der Tibet-Unterstützungsgruppe im estnischen Parlament, Roy Strider, und dem Reporter der größten estnischen Tageszeitung Postimees, Arne Seppel, begleitet wurden. Sigyum Bematsering und Sprecher Khembo Sonam Dempe verlasen die Erklärungen des Gasha bzw. des tibetischen Parlaments im Exil, in denen sie das edle Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die weltweite Förderung der religiösen Harmonie und die Entwicklung des tibetischen Gemeinwesens im Exil hervorhoben. Im Rahmen der Gedenkfeier wurden auch die Preise und Urkunden an die Empfänger der diesjährigen Gardien Prodan und Exzellenzpreise der Klasse 12 für ihre akademischen Leistungen von Justizkommissar Denzil Lungdo überreicht. Außerdem überreichte Sigyum Bematsering 4 CTE-Mitarbeitern Anerkennungspreise für ihre 25-jährige Dienstzeit und Sprecher Khembo Sonam Dempe verlieh 16 tibetischen Doktoranden Ehrenpreise. Ebenfalls an diesem Tag feierten die tibetischen Gemeinschaften im Exil auf der ganzen Welt den Tag der tibetischen Demokratie, an dem seine Heiligkeit der Dalai Lama vor 64 Jahren ein demokratisches System für das tibetische Volk einführte. Dieser bedeutende Tag wurde in verschiedenen tibetischen Gemeinschaftszentren begangen, wobei in Indien, Nepal und anderen Ländern die tibetische Vereinigung beherbergen besondere Feierlichkeiten stattfanden.
Am Donnerstag dieser Woche, dem Tag des Lehrers, der in ganz Indien als Geburtstag von Dr. Sarvepalli Radhakrishna gefeiert wird, hielt Galun Halim Dhamachandra von der Bildungsabteilung der tibetischen Zentralverwaltung eine inspirierende und zu Herzen gehende Rede. In ihrer Botschaft unterstrich die Erziehungsgalön die tiefe Bedeutung des Lehrerberufs und lobte dessen wesentliche Rolle bei der Formung des Charakters, der Fähigkeiten und der Zukunft der Schüler und bekräftigte die Erhabenheit ihrer Berufung. Darüber hinaus griff sie die Weisheit seiner Heiligkeit auf und stellte fest, dass das Unterrichten mit Liebe und Mitgefühl das Verständnis und das Engagement der Schüler befördert. Sie betonte die Bedeutung von Empathie in der Bildung und wies darauf hin, dass die Effektivität des Lernens eng mit dem Mitgefühl des Lehrers verbunden ist. Am Dienstag dieser Woche fand das Tibet Festival mit dem Titel Spirit of Tibet Celebrating Culture and Compassion im India International Center eröffnet, das eine Reihe tibetischer kultureller Aspekte in Delhi zeigt. Das dreitägige Fest vom 3. bis 5. September umfasste die Gestaltung eines buddhistischen Sandmandalas, die Präsentation tibetischer kultureller Darbietungen, eine Ausstellung historischer und politischer Darstellungen Tibets, ein medizinisches Camp des Tibetan Medical and Astro Institute, Filmvorführungen, die Ausstellung tibetischer Publikationen, Stände mit tibetischer Kunst und Kunsthandwerk sowie Expertenvorträge unter anderem von Gesur Samdong Rinpoche und Mingyu Rinpoche. Bei der Eröffnung des Tibet-Festivals war Sikyum Bimba Tsering zusammen mit Botschafter Dilip Sinha, Generalleutnant Vinod Bhatia und Claude Api, Tibetologe, zugegen. Die Grundsatzrede von Sikyum Bimba Tsering am Eröffnungstag befasste sich mit indisch-tibetischen Beziehungen, der systematischen Sinisierung der tibetischen Identität durch China, dem festen Engagement des Gesher für eine Lösung des langjährigen Tibet-China-Konflikts durch den Ansatz des Mittleren Weges und der kürzlich erfolgten Verabschiedung des Resolve Tibet Act durch die Regierung der Vereinigten Staaten. Die Abteilung für Information und internationale Beziehungen organisierte in Zusammenarbeit mit der Stiftung für gewaltfreie Alternativen, dem Tibet-Fonds und die USAID die Veranstaltung, die am ersten Tag mehr als 500 Besucher anlockte. Am Abend des ersten Tages des Tibet-Festivals Spirit of Tibet nahm der US-Botschafter in Neu-Delhi, seine Exzellenz Eric Garcetti, als Hauptgast an der tibetischen Kulturshow teil, die von Künstlern des Tibetan Institute of Performing Arts aufgeführt wurde. In seiner Ansprache betonte der US-Botschafter die starke Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Tibeter und hob hervor, dass diese Unterstützung über die kulturelle Wertschätzung hinausgehe und die zentralen Werte der tibetischen Kultur wie Frieden, Mitgefühl und kulturelle Bewahrung anerkenne. Der Botschafter bekräftigte die Verpflichtung, sich den Bemühungen um die Auslöschung der tibetischen Kultur, Sprache und Tradition zu widersetzen und gemeinsam für ihr Überleben einzutreten. Der Repräsentant des Verbindungsbüros seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Japan und Ostasien, Dr. Tseon Gyalpo Arya, beendete am 29. August seine 10-tägige Südkorea-Reise, nachdem er sich in Seoul erfolgreich für Tibet eingesetzt und koreanische Tempel und tibetisch-buddhistische Zentren besucht hatte. Während der Reise nahm Repräsentant Arya zusammen mit Vertretern Chinas, der Uiguren, der Mandschu und der südlichen Mongolei an den Veranstaltungen des Wahrheitsforums der Universität Seoul teil, um über die Zukunft Chinas zu diskutieren. Die Delegationen nahmen an einem Seminar mit dem Titel The Steppe Road, the Free Economic Area Northeast Asian Ethnic Policy, die Steppenstraße, die freie Wirtschaftszone und die ethnische Politik Nordostasiens im Konferenzsaal der südkoreanischen Nationalversammlung teil, bei dem der ehemalige Premierminister Kyo-hwan Hwang den Hauptvortrag hielt, gefolgt von Rednern von Mitgliedern großer Denkfabriken und ehemaligen Beamten, darunter der ehemalige Botschafter Koreas in Japan. Das Tibet-Büro in Genf und die Niederländische Tibetische Vereinigung organisierten gemeinsam die 4. Generalversammlung der Tibetischen Vereinigung in Europa vom 31. August bis zum 1. September in Amsterdam, Niederlande. Vertreter von tibetischen Vereinigungen aus 7 Ländern nahmen an diesem Treffen teil: der tibetische Parlamentarier Thupten Wangche, der tibetische Parlamentarier Thupten Gyatso, der Vertreter Thinley Chüki des Tibet-Büros, der Vertreter Sonam Tsering Frasi des Tibet-Büros in London, der belgische Vertreter Lixin Chudun-Ginkang, der französische Koordinator Thupten Tsering sowie die stellvertretende Vorsitzenden tibetischer Vereinigungen aus 6 Ländern. Im Laufe des zweitägigen Treffens wurde eine Reihe von Themen erörtert, darunter die Vorbereitungen für die bevorstehende Feier zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama und den tibetischen Nationalaufstand sowie die tibetischen Wochenendschulen. Am Montag dieser Woche fand anlässlich des Nationalen Tibetischen Tages der Demokratie ein Treffen der Kerngruppe für die tibetische Sache Indien im Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi statt.
Das vom indischen Tibet-Koordinationsbüro Deshidiki, amtierender Koordinator, organisierte Treffen wurde vom nationalen Vorsitzenden der Kerngruppe Sri R.K. Krimeji geleitet und von den nationalen Mitvorsitzenden der Kerngruppe Sri Surendra Kumarji und Sri Arvind Nikoseji sowie Mitgliedern der regionalen Kerngruppe besucht. Auf dem Treffen wurde über die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit im nächsten Jahr als Jahr des Karuna-Mitgefühls diskutiert, gefolgt von Aktualisierungen der regionalen Aktivitäten, strategischen Aktionen und Programme, die nach dem Beginn der bisherigen Konferenz der All India Tibet Support Group durchgeführt wurden. Am Montag dieser Woche unterzeichneten das Tibet Policy Institute der Central Tibetan Administration Dharamsala und das Center for National Security Studies an der MS Ramaiah University of Applied Sciences, Bangalore, am 2. September eine Absichtserklärung. Die Absichtserklärung wurde von Dauerzähligen-Direktor des TPI und Generalmajor J.V. Prasad, Direktor des Zentrums für nationale Sicherheitsstudien, unterzeichnet. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, die Forschungszusammenarbeit, die Bildungsmöglichkeiten und die politische Interessenvertretung in kritischen Fragen im Zusammenhang mit der strategischen Geografie Tibets, den Auswirkungen auf die Umwelt und den kulturellen und historischen Beziehungen zwischen den beiden alten Zivilisationen zu verbessern. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.